Peace miteinander. Euer Lieblingspodcast-Duo ist back. Der Niklas und der Rico. Zusammen sind wir. Deutschschweiz. Deutschschweiz? Nein. Was ist wir? Schweizerdeutsch. Also, hallo. Ach so. Okay. Rico, wie geht's dir? Mir geht's super. Gut. Ich will immer gerade anfangen, weißt du, zu erzählen, was wir laufen, und dann kommst du. Wie geht's dir? Ja, ist wichtig. Ja, nein, mir geht's super. Wie geht's dir? Schwierige Phase aktuell. Ah, wirklich? Nein, also ich habe das nicht so gemacht. Ich habe es wirklich Du ernst gemacht. kennst meine Müdigkeitsprobleme, oder? Ja, da sind sie. Wird's heute lustig? Vielleicht, ja. Nein, vielleicht, okay. Ja. Nein, mir geht's auch gut. Sehr schön, sehr schön, Danke. sehr schön. Danke, dass ich dafür bin. Das ist kein Interview, Bro. Aha, okay. Ja, was ist los? Was machen wir heute? Heute, meine Damen und Herren, wird es philosophisch. Mega. Jetzt müssen wir so atmosphärische Hintergrund. Muss ich so Kapuze anlegen für das? Nein. Nein, okay. Nein, kann nicht. Was ist heute los? Heute ist anders, Mann. Okay, ja, erzähl jetzt mal. Also, nein, heute wird es philosophisch, und zwar, vielleicht kennt ihr es, vielleicht kennt ihr es nicht, der Butterfly-Effekt. Das sind eigentlich so Sachen, wo so kleine Sachen, die passiert sind, die aber nachher riesige Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Beispiel für all die Fußball schauen oder so. Was wäre, wenn Loris Karius im Champions League-Final keine Hirnerschütterung gehabt hätte und quasi ohne Hirnerschütterung gespielt hat? Real hat das Spiel gewonnen 3-1 und 2 Goals sind auf seine Kappe, weil er eben Hirnerschütterung Dann wäre hat. sie ins Penalty-Schiessen gekommen. Und Real Ja. hätte gewonnen. Ja. Nein. Oh Mann. Gibt dir keine Hand. Nein, komm. Wegen. Ich gebe dir aber nicht wegen dem die Hand. Ich gebe dir einfach keine Hand. Ich gebe dir einfach jetzt die Hand, dass du nicht gekorbt wirst. Aber Das ist lieb, ich gebe dir keine Hand wegen Real Madrid. Doch. Nein. Doch. Das Spiel fangen wir nicht an. Hala Madrid, in Ja, Adamas. frag mal Vini. Frag mal Jamal. Frag mal, ja gut, der ist jetzt vergleichwertig. Ja, aber siehst. Vini auch super gewesen nach seiner Auswechslung. Ja, gut. Gut, er hat sich jetzt schon entschuldigt, aber trotzdem. Das ist schon so. Geht nicht. Ja. Darfst du nicht machen. Das ist so. Ja, Genau. wir driften wieder ab. Wir driften wirklich wieder ab. Auf jeden Fall, der Niklas und ich haben uns jetzt jeweils 3 Szenarien rausgeschrieben. Teils persönlich, teils allgemein so ein bisschen. Also persönlich, die uns betreffen, wo ja, halt allgemein, wie ich es gesagt habe. Und die lesen wir uns jetzt gegenseitig vor und philosophieren darüber. Genau. Willst du anfangen? Muss man meinen Funk holen? Ich habe keine Ahnung, was Hol ich den geschrieben habe. Funk. Oh, Köln, Bayern, Aufstellung. Wir müssen vorwärts machen, ich muss noch Bayern schauen heute. Wann spielt es? In nicht mal einer Stunde. Oh, also, hü. Hü. Also, ich fange glaube mal ganz Ja. simpel an. Das weißt du eigentlich schon. Hause. Was wäre, wenn wir nicht ins FC gegangen wären? Uff. Was wäre, wenn wir nicht ins FC gegangen wären? Ich glaube, haben wir die Story schon mal erzählt? Ich glaube schon. Ich glaube, aber das ist schon lange her. Ja. Erzähl mal. Also, die Story, wie sich der Niklas und ich kennengelernt haben, ist durch das FC. Weil wir beide in der gleichen Mannschaft waren. Das ist die Kurzversion. Da sind wir viele Jahre in der gleichen Mannschaft gewesen, haben Viele Jahre. geshootet. Es war ein Jahr, dann hast du mich wegen Fortnite verlassen. Das ist plötzlich- eine Trennung. Ja, das war so. Gewesen. Fortnite, Ist nur ein Jahr gewesen? Sind es jetzt 2-3 Jahre wir waren gewesen? eine Saison bei MUI gewesen. Und dann sind wir wieder im B2 in die gleiche Mannschaft gekommen, beim Giovanni. Ist es wirklich... Ich hatte gedacht, es sind 2 oder 3 Jahre gewesen. Ja, 2-3 Jahre nachher beim MUI und so. Hab ich das verwechselt. Beim Giovanni und Carmelo, nicht beim MUI. Ja. MUI, dann dritte Mannschaft erst wieder. Ja, aber wir haben Bielby. Da bin ich ja ein Jahr mit eurem C2 gewesen, dann bin ich ins C3 degradiert Ja. worden. Degradiert. Ja, es ist ja so. Ich bin schlecht gewesen für das C2. Ja. Ja, Ja, genau. Also ich habe den Niklas verlassen. Das ist... unter anderem wegen Fortnite. Wegen Fortnite. Fortnite ist, wir haben wirklich immer FIFA gespielt. So gefühlt 2-mal in der Woche. So nach dem Training, vor dem Training oder so. So 2 Matches oder so. Er hat mich immer komplett auseinandergenommen, auch heute noch. Ja. Also ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt, ich weiß ja, wie es jetzt ist. Ich habe FIFA 26 gar du, nicht gekauft. das ist wie Velofahren, das verlernst du nicht. Das ist ja so. Können wir nachher mal eine Runde spielen? Hast du einen zweiten Controller? Ja. Boah. Aber dann kommt Stickdrift. Egal. Okay. Okay, das nimmt mir jetzt Wunder. Wir könnten hier spielen. Boah, das wäre funny. Ja, ist gut, machen wir nachher. Okay, Aber Bayern spielt. ist gut. Wir müssen schauen. Okay, Das ist wichtiger. okay.
Nein, er hätte mich wegen Fortnite verlassen, weil Fortnite rausgekommen ist. Plötzlich, ich so immer, Rico, kommst du FIFA? Nein, ich spiele Fortnite, kann nicht. Plötzlich hat er mich nicht mehr angesprochen. Gar nicht. Ja, ich bin ja selber nicht stolz auf das. Wir sind aneinander vorbeigelaufen, ohne dass er mir Heu gesagt hat. Und ich habe die ganze Zeit angeschaut. Hat er jetzt Heu oder nicht? Nein, sagt er nicht. Du hättest auch Heu sagen. Ich habe auch Heu gesagt, du hast mich manchmal einfach ignoriert. Ja gut, auf das bin ich nicht stolz. Es tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Alles gut. I'm sorry. Alles gut. Okay. Ich will es nicht gesagt haben. Ja. Aber nur schon wegen dem wäre die Story gar nicht entstanden. Dass wir, also eben, Ja, wenn wir voll. ins FC gekommen, hätten wir die Fortnite-Story nicht. Genau. Aber nein, dann würden wir hier heute nicht sitzen. Ja, Wahrscheinlich so sagen. schlussendlich vielleicht würde ich sagen, mit einem anderen Depp machen. Na, wer weiß. Mit einem anderen Tipp. Ich weiss. Ja, mach dein Ding mit einem anderen Tipp. Viel Spaß. Ich habe noch keinen besseren gefunden drum. Oh mein Gott. Ja, man merkt, du bist müde. Ich mag nicht mehr. Ist zu viel. Vor allem die gut. Nein, die Lampen sind vor allem sehr hell, aber ja. Ich kann sie ja dimmen. Ja, ist schon gut. Okay. Du weißt, Vitamin B oder was macht die Sonne? Vitamin C, D? Ich habe keine Ahnung, egal. Ja. Vor allem Sonne, oder? Also weiter. Was wäre noch? Ja, wir würden hier sitzen. Ja. Jetzt mal ernst. Okay, mach du ernst. Ja, es würde einfach komplett unsere Freundschaft nicht bestehen. Ja. Aber ich könnte das Thema noch ein bisschen erweitern, aber auf mich. Hause. Was wäre, wenn ich 2014, ich glaube am 10. Juli, wann ist Deutschland Brasilien? Ich glaube 10. Juli 2014, ich in Tschechien WLAN gehabt hätte. Du hast schon Minecraft gespielt. Dann hätte ich Minecraft gespielt, hätte Deutschland Brasilien nicht geschaut und ich hätte keinen Bezug zu Fußball gehabt. Das ist krass. Weil davor habe ich Fußball gehasst wie die Pest. So, also keine Ahnung wieso. Also es hat mich einfach aufgeregt, immer wenn Fußball gelaufen ist, so ja, Fußball ist doch langweilig. So. Dann habe ich das halt geschaut, weil ich habe kein WLAN gehabt, mein iPad hat keinen Akku gehabt. Ich als 10-Jähriger, was macht man? Ja, dann schaut man halt ein bisschen Fußball mit, WM, Halbfinale, vielleicht spannend. Ja. Dann hauen zuerst mal 7-1 Brasilien weg. Mhm. Dann hat es irgendwie Klick gemacht. Und dann das nächste Spiel ist mir gerade Weltmeister. Auch nicht schlecht. Ja. Ich habe vielleicht als Vorbereitung für die 3 Fragen, ich habe noch so etwas Allgemeines im Kopf gehabt, wo sich auch auf das bezieht. Okay. Was wäre, wenn Neymar nicht verletzt worden wäre oder sich Hat mir verletzt die hätte? 8-1 bombst oder so. Wirklich. Wenn Neymar gespielt hat? Neymar hat es nicht viel besser gemacht. Die ganze Mannschaft war instabil gewesen, Kollege. Schau mal das Ja, an. schon klar, aber das hat wahrscheinlich auch etwas zu tun mit der Verletzung. Weiterkommen. Ja, das denke ich schon auch, aber es wäre wahrscheinlich, ich sage, es wäre vielleicht das 4-1 gewesen oder so. Hat Neymar an dieser WM krass gespielt? Jetzt mal. Ja, schon. Schon. Ich glaube schon. Also ich habe jetzt die Zahlen Ich nicht im weiß Kopf, es aber auch nicht. Ich glaube, er hat schon gut gespielt. Er hat gut gespielt, aber jetzt nicht so krass wie Messi Argentinien ins Finale gebracht hat. Nein, das schon nicht, aber es ist halt so, der Starspieler in der Mannschaft ist so Ja, logisch. rausgerissen worden. Und dort hast du ja noch nicht mal, ich weiß nicht, ob sie das da schon gewusst haben, aber ich glaube, das ist ja die Verletzung gewesen, hat er, Wegen 2 Zentimeter. wegen 2 Zentimeter hätte er irgendwie nicht mehr können laufen oder so. Das ist das gewesen, ja. Ja, das war so ein Wendepunkt gewesen in meinem ganzen Leben irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt sogar, jetzt kommt es ein bisschen zu deep, von lustig Okay. zu deep, aber ich habe das Gefühl gehabt, so, das ist so der Moment in meinem Leben gewesen, wo ich so Bewusstsein empfunden habe. Zum ersten Mal. Also Bewusstsein? Ich kann mich schlecht an Sachen erinnern, was davor passiert ist. Das ist so das Erste. so und meinst du, ja, das ist ja. so das Erste. Also klar, ich habe schon Kindheitserinnerung, dass ich das und das gemacht habe, so mit 6 oder 5. Ja, klar. Dass ich dort in der Ferien war und so. Aber das ist so ein Moment, wo mich wirklich so ein bisschen prägt. So, dass ich das erlebt habe Ja. an dem Fernsehen. Und seitdem weiss ich viel mehr so Zeug, als was davor war. Okay, krass. Ja, keine Ahnung. Das Das ist ist so ein wirklich bisschen so Klick gewesen. Ja, aber eben, hätte ich das Spiel nicht geschaut, dann hätte ich den Joris nicht mehr kennen. Also den Joris habe ich schon gekannt. Dort Musikschule von früher. Ja. Ich war mit dem Joris im Schwimmkurs gewesen. Schon? Ja. Geil. Ja gut, das ist ja bei euch E-Familie, so halbe. Ja, schon. Aber es ist jetzt so, dass wir uns auf Familienfesten so treffen. Ja. Das ist etwas anderes. Aber dann,
was halt auch noch war, ist, aber ich hätte den Joris nicht kennengelernt, ich bin nie ins FC gekommen, hätte dich nicht kennengelernt, ich hätte ganz viele andere Leute nicht kennengelernt. Ich wüsste nicht, was es heute wäre. Also, vor allem, ich habe ja dann plötzlich angefangen, also ich bin ja nicht unsportlich dort, ich bin im Schwimmen gewesen, ich bin im Karate gewesen, ich habe Gitarre gespielt. Ja. Was habe ich noch? Kannst du eine Gitarre spielen? Kein Plan mehr. Nein. Also ich hatte keine Noten mehr voll. Das Einzige, was ich noch kann, ist, ein Anfänger der Gitarre braucht Energie. Das sind Seitenzahlen, also Seitennoten von oben. Also jede Seite hat einen Buchstaben. Und das ist so der Merksatz, ein Anfänger der Gitarre braucht Energie. Okay. Von oben nach unten. Okay. Der erste Buchstabe. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber interessant. Ja, das weiß ich noch. Und ja, ich könnte wahrscheinlich noch Lieder vorspielen, so aus dem Kopf, so, wo ich halt damals voll haben müssen lernen für so Aufführungen und so. Aber mein Gott, hey, das ist so, weißt, das ist so Kindergartenniveau. Ja. Also, nein. Ich könnte es nicht, aber ich würde es gerne noch können, weil das ist halt schon irgendwie noch cool, so, weißt, aber ich habe andere Interessen nachher gehabt. Ich habe nachher eigentlich alles aufgehört wegen Fußball. Dass ich halt, weil 2-mal in der Woche Training, einmal Match, ist halt schon... Nimmt schon Zeit in Anspruch. Ja. Das ist schon so. Und dann willst du noch... Stimmt, ich bin nicht im Schwimmkurs, also Schwimmkurs bin ich nicht gewesen. Ich bin beim SLRG gewesen. In dem Seerettungsdingsbums da. Der Rettungsschwimmer. Ja. Dort bin ich gewesen und habe so Wettkämpfe gemacht. Aber, ja. Ja, also Wettkämpfe. Willst du um die Wette schwimmen, oder was? Ja, ich mehr Leute retten. Ich habe Medaillen bekommen, also ich habe nicht, ob ich da noch irgendwo habe, aber ich habe irgendwo Medaillen bekommen für so, also weißt du, wir haben so Staffetten gemacht im Wasser. Ja. Ich bin von unserem Jahrgang immer Dritter oder so gewesen. Macher? Guter Schwimmer bin ich gewesen. Was ich bin immer, ja, das bin ich. Ich bin der beste Bub vom Jahrgang. Schon? Ja, aber halt, beide haben besser performt im Schwimmen als ich. Aber du, ich bin stolz auf mich. Ja, machst du gut. Und Boris war, glaube ich, auch mit mir im Schwimmding. Schon? Ja. Und Karate auch. Das ist krass, das ist crazy. Ja, es wäre sehr viel passiert, anderes Zeug passiert, hätte ich das Deutschland-Brasilien-Spiel nicht geschaut. Ja. Next one, hätte ich gesagt. Next one, jetzt kommt meine. Zu Luma, ja. Ja, meine am Anfang ist auch recht basic. Basic, also. Warte, ich muss da schnell raus. Damit ich da, also ich bin Notizen. Das ist wirklich ein Basic One. Was wäre, wenn wir den Podcast nicht gestartet hätten? Was wäre echt dann? Also wahrscheinlich nicht viel anderes, aber... Wir hätten viel weniger Geld ausgegeben. Ja. Wenn ich das hier so alles anschaue, das hat schon ein bisschen was gekostet. Also viel. Mein Gott. Ja, ein bisschen hat es schon gekostet. Ja. Das ist schon ein dreistelliger Betrag. So. Ja, das ist sicher. Aber nein, ich hätte... Keine Ahnung, was wäre sonst? Also... Du hast mehr Zeit. Wir hätten viel mehr Zeit. Ja. Weniger Struggle beim Themen suchen. Mhm. Ist noch schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig, weil wahrscheinlich hat sich nicht viel verändert oder so. Also wäre halt wahrscheinlich genau gleich. Aber irgendwie ist es gleich voll cool, dass wir das jetzt machen. Ich bin gerade etwas ein, aber das muss ich dir nach der Aufnahme sagen. Das Oh, was kommt jetzt? Nicht Böses, Okay. nicht Böses, etwas Lustiges. Aber das hat mit dem Thema zu tun. Ja, keine Ahnung. Es wäre wahrscheinlich alles gleich. Etwa Ja, ich nehme es auch an. spannender Punkt. Ja, ist wirklich aber ich habe gesagt, es ist ein Basic-Punkt. Ich hätte viel weniger Verwendung gehabt für meine Kamera. Ja, die wird halt jetzt jede Woche gebraucht. Die zweite jetzt. Ja, gut, je nachdem. Ja, je nachdem. Die Softboxen halt. Ja, also halt mein Equipment wird mehr gebraucht. So. Und ich bleibe halt in der Routine. So Ja. Klar, es ist nur Kamera anstellen, kurz einstellen, mein Gott, aber du bleibst trotzdem mit dem Setting-Flow drin, dass du schaust, Fokus ist scharf, ist Belichtung gut, ist so, ne? Ja. Das schaust du trotzdem jede Woche so an. Ja, Das und ist crazy. sonst...
Und halt einfach in dem Schnitt-Workflow halt File aufladen, schneiden, synchronisieren, Audition, aufladen, Thumbnail. Du bleibst in dem Flow. Ja, Du gehst nicht raus. das ist so. Was ich halt gleich noch krass finde, jetzt einfach an dem Podcast-Thema. Klar, jetzt haben wir Pause gemacht, aber ich habe vorhin gleich geschaut, die erste Folge hat 60 Downloads gehabt. Wie viele haben wir schon gehabt? Weißt du das noch? So, ja, ist wirklich. Ja, sie hat 60 Ich Downloads habe aber nicht geschaut. Nein, ich habe jetzt vorhin gar noch mal Ich geschaut. glaube, wir haben so um die 70, 80, also die letzten sind 70, 80 immer so ein bisschen. Also eben nicht schlecht. Für das, was wir jetzt wieder angefangen haben. Voll. Danke. Und ich, also... Dankeschön. Ja, danke schön. Nein, aber so zum Beispiel, weißt du, wo wir an der Fasnacht waren und so Leute gesagt haben, ja, sie hören Schweizerdeutsch und so. Das war so voll ein cooler Moment gewesen. Ja, also allgemein, also wir haben es ja denen gar nicht gesagt, die sind auf uns zugekommen, ey, sind doch Rico und Niklas. Ja. Und dann so, boah, wir hören im Fall jede Folge. Ja, das ist voll Das ist schon crazy. Also, Weil irgendwie du siehst die Zahlen halt auf deinem Bildschirm und denkst ja, geil, 60 Streams, aber irgendwie sind es gleich 60 Menschen, die das hören oder mal anfangen zu hören. So. Das ist schon crazy. das ist ja so. Also es gibt einen Push. Das ist so eigentlich so ein Push, warum wir es machen. So, wir haben ja eigentlich gedacht, wir machen 10 Folgen oder so. Ja, Zum Testen. ja, wirklich. Und daraus sind dann 48 geworden, plus jetzt die Folge und die letzte. Bro, das ist die 50. Folge. Fuck! Fuck, scheiße. Also eigentlich Folge 2. Ja, aber wenn es jetzt... Ja, wenn du alles zusammenrechnest, ist es so eine halbe Jubiläumsfolge. Ja, wirklich. Ja, hallo. Das ist die 50. Folge. Ja, kein Special. Nein, da bring mal den Karneval-Wodka von Raff und Bond. Ist der immer noch nicht still? Hä? Was? Der ist doch da schon hure lang. Ja, und jetzt? Alkohol bei weißt du wie lang? Ding. Ja, aber dass du nicht mal irgendwo anders auch nicht da hast. Und jetzt? Ja, ich sage nicht. Das Zimmer wird komplett im Moment gebraucht als Müllhalde. Also Müllhalde, Abstellraum, sage ich dem mal. Alles, was ich in meinem Zimmer oben dran nicht will haben, ist hier unten. Einfach das zweite Zimmer für dich. Also for real, das wird jetzt demnächst wirklich umgebaut hier. Aber ich hatte es dir ja vorher schon gesagt. Ja. Hier kommt so mein ganzer PC. Ich möchte alles, was mit meinem PC und so zu tun hat, büromäßig, möchte ich hier unten haben. Geil. So, da PC, da Schnittplatz, da das Chill-Ecke, Gaming-Ecke, Playstation, Geil. Formel 1-Simulatoren, 2 Stück an, wäre cool. Ja, du hast ein Vision. Ich habe ein Vision, aber ich habe keine hast Kraft und MK Zeit. Vision. Ja. Keine Zeit und keine Kraft für den Scheiß. Angst und Geld habe ich keine. Das habe ich wirklich nicht. Oh ja. mein Gott. Ja, der Raum wäre nicht entstanden hier. Ja, Also for real, der Raum wäre wirklich nicht entstanden. das Und Meme vom Jeffrey. was ist mit Memes wieder? Wegen der Wand. Wegen der Wand, bin ich blöd gerade. Wegen dem Streichen. Oh. Schau das Genuss an die Emilia. Ja. Oh Alter. mein Gott. Boah, das ist krass. Ja, erzähl mir jetzt nicht. Ah, Das ist, glaube ich, nicht zu... unter der Gürtellinie. Also für mich nicht eigentlich, aber erzähl Ja, jetzt nein, nicht. wir erzählen es lieber Ich nicht. kann ja raten. Ich kann nicht den Jeffrey. Aus Podcast-Folge Nummer, weiß es nicht, irgendwas mit 40. Ja, es war ein dummer Zufall, gewesen, kann man immer sagen. Oder eine dumme Verwechslung. Ja. Gut umgeschrieben. Ja. Gut. Oh mein Gott. Dann mache ich mal weiter. Also, In 34 Minuten Wein. Nein, also. Was wäre, wenn du für einen Tag dein 16-jähriges Ich treffen könntest? Was würdest du ihm sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Gell? Mein 16-jähriger Ich. Da bin ich in welcher Oberstufe ist das? Zweite? Nein, da fängst du mit Lehre. Also ich habe mit Lehre angefangen dort. Stimmt, fuck. Wahrscheinlich bist du gerade in der dritten gewesen. Mach nicht das KV. Mach lieber das 10. Schuljahr, 16-jähriger Rico, bitte, mach's. Hat viel Kopf erspart. Ich bin echt, boah, fuck. Ich habe so vorher als Jokes im Kopf gehabt, ja, du kannst sagen, ja, investiere in Bitcoin. Ja. Nein, also gut. jetzt mal Real Talk, ich will meinem 16-Jährigen nicht sagen, klar, das mit der Lehre, ich habe das gerade auch schon erzählt, ist halt bei mir so ein bisschen, ist halt jetzt ein Umweg so. Aber ich will meinem 16-Jährigen nicht halt for real sagen, los auf dein Bauchgefühl und überdenk nicht zu viel, sondern mach einfach das, was dein Bauch sagt, weil schlussendlich ist das Richtige gewesen. Oder ich habe in dem Moment das Falsche gelassen und ja, ist halt jetzt so rausgekommen, wie es rausgekommen ist.
Also ich hätte lieber so auf mein Bauchgefühl hören. Okay. Das würde ich meinem 16-Jährigen nicht sagen. Gut. Nicht schlecht. Ja, das mache ich auch so. Bauchgefühl ist immer das Beste, habe ich das Gefühl. Ja, Habe finde ich ich auch. das Gefühl. Aber das habe ich so Ja. durch das gelernt in dem Sinn. Voll. Ich würde sagen, Bauchgefühl habe ich damals schon angewendet. Ich bin eigentlich so ein Mensch, so, der schaut nicht gerne hindern. Ja. Sondern also ich bereue eigentlich nichts, was ich gemacht habe. So, für mich sind jede Fehlentscheidung oder jeder Fehler, den ich mache, ist für mich eine Lebenserfahrung. Wenn ich jetzt zum Beispiel dort mal jemanden voll gefrontet habe oder so voll beleidigt habe und nachher ist das voll zurückgekommen, ja, dann bin Musst ich du dann mit schlussendlich selber schuld und ist für mich eine Erfahrung, okay, nächstes Mal darf ich nicht, wenn eine ähnliche Situation ist, darf ich das nicht machen und so. Voll. Also du lernst eigentlich aus jedem Schritt, so, aber wie du jetzt auch gelernt hast mit durch auf dein Bauchgefühl, oder? Ja, voll. Aber auch aus schlechten Situationen lernst du ja immer. Voll. Ich hätte ihm, glaube ich, genau das gesagt, so, ey, schau, es werden viel Scheißsachen passieren. Es werden auch viele gute Sachen passieren. Lass einfach immer auf dein Bauchgefühl, Niklas, und lern aus den Sachen, die scheiße gelaufen sind. Ja, Ja. das hätte ich gesagt und vielleicht ja, schau ein bisschen mehr zu deinem Geld, was du ausgibst und mach weise Entscheidungen, sag ich mal so, so in Zukunft gesehen. Ja, aber ist noch schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig. Weil ich bereue halt wirklich nichts so von meiner auch beruflichen Karriere, so IT-Lehre gemacht, so nach einer Filmschule. Klar, jetzt Filmschule, im Moment bringt sie mir wenig, weil ich habe zwar das Know-how komplett, aber ich mache halt im Moment nicht so in die Richtung so. Aber es ist trotzdem eine andere Sichtweise mal gewesen auf etwas, oder? Klar, ja. Bereue ich es gar nicht, dass ich es gemacht habe. Und vielleicht hilft es mir irgendwann mal weiter, wer weiß. Ja. Ja. Du investierst ja in dich selber dann. Ja, voll. Aber Und das ist immer gut. yes. Aber nein, ich glaube, das hätte ich ihm gesagt. Auch ein... Ach, ich bin am überlegen, ob ich noch etwas sagen will. Willst du noch etwas sagen? Nein, ich würde wirklich das sagen. Nur das? Ich glaube schon. Sonst, warte. Okay, dann stelle ich die Frage noch ein bisschen anders. Du bist einen Tag unterwegs, was würdest du machen? Mit meinem 16-Jährigen ich. Ich würde einen PowerPoint schuldig machen. Ein PowerPoint-Schule? Ich würde ihn in so einen Raum einschliessen, so einen halben Tag. Aha. So der Niklas dort, 16-jährig. Und dann kommt so ein PowerPoint von mir, wo ich so lustig vorstelle, so hihiha. Das ist im letzten Jahr passiert. Das passiert, das kommt auf dich zu. Also ich sage ihm nicht, was genau passiert, aber ich werde ihn so schulen, so, ey, wenn du in diese Situation rutschst, das und das so machen und nicht so. Aber wenn du die 16-Jährige nicht so vorbereitest, dann veränderst du ja den ganzen Lauf der Geschichte. Ja, Weil dann wärst ja du, wenn du den Fehler nicht gemacht hättest, wärst ja dann nicht du dann schlussendlich. Checkst du, was ich meine? ja, sagen wir es so, ich würd nicht sagen, dass er es so soll ändern oder so soll machen, also dass ich dort laufen, sondern dass er, weißt du, wenn du jetzt, sagen wir mal, habe ich ein gutes Beispiel, was ich hier im Podcast sagen darf. Sagen wir einfach mal, du hast gerade voll Beef mit jemandem. Ja. So sicher vorgekommen in den letzten paar Jahren. Bei mir. Und wegen so unnötigem Zeug vor allem. Dass er einfach anders reagieren soll. Ja. Beziehungsweise, dass es nicht soll. Klar, dass er es ernst nehmen, aber dass es nicht ihn auffrisst. Ja. Von innen dran. Voll. So dass er sich selber verliert. Ja, dass ja, er voll. immer mit sich im Reinen bleibt. Das ist mir ab und zu mal nicht passiert. So. Ja. Voll. So Sachen würde ich ihm sagen. Nein, das ist cool. Aber ja, also jetzt 5 Stunden ist vielleicht übertrieben PowerPoint. Auch vielleicht so 5 Stunden PowerPoint. kurzes Briefing oder so. Ein kurzes Briefing. Hey, lass mal zu. Wir können jetzt da schon eine Team-Session rein. Ja, wirklich. Ja, nein, bei mir, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Okay. Ja,
Alles gut. Deine ist so gut gewesen, jetzt ist meine so kacke, wo jetzt kommt. Wieso? Bro, mein nächster ist... Also, ist schon lustig, weil da wäre die Sache nicht passiert, yeah. lustig im Moment. Was, wenn es FIFA nicht gegeben hätte, Niklas? Oh. Wenn es das Spiel FIFA nicht gegeben hätte. Dann wäre die Wand dort hinten, okay, jetzt ist sie weiß, aber sie ist mal rot gewesen. Ja. Dann wäre die Wand dort hinten nicht rot-weiß. Frag mal den Joris. Frag mal den Joris. Geiler Teller. Ah, dann wäre der Teller noch heil geblieben. Das war meine nächste Frage gewesen. Was wäre, wenn der Teller nicht gestanden ist? Okay. Ja. Oh nein. Wir können beides in einem beantworten. Teller-Stories hätte er kennen. Die ist genau hier ist die Abwurfzone gewesen, übrigens. Die Abwurfzone? Ja, halt wirklich. Ja, das war wirklich hier gewesen. Wirklich? Dann ist er dort an die Wand, zack, auf den Teller. Das sind halt... Wie viele Meter sind Das sind 6 oder 5 Meter. 6, 7 Meter. Ist ein Controller. Beim Niklas daheim wohlgemerkt. Durch den ganzen Raum geschossen. Dort an. Auf das Lowboard, was dort auch noch steht. Das ist immer das Gleiche. Und das Erbschnuck Das war einfach ein Essteller, wo ich dort angestellt habe, dass wir halt hier mehr Platz haben. Weil ich noch zu faul war zum Auflaufen dort. Weil ich denke, ja, wenn ich nächstes Mal auflaufe, nehme ich den mit auf. Aber, ne. Ich bin live dabei, ich habe es gesehen. Fragt sich der Joris, irgendein dummer Sieg stellt dort einen Teller an. Alter Mann. Es ist halt wahrscheinlich für die Zuschauer gar nicht so lustig, wenn wir das so erzählen, aber das ist so wirklich so ein Prime-Moment Ja, es ist halt so... Wir für haben, uns gewesen. warum wir hier überhaupt FIFA gespielt haben, wir haben Weekend League gespielt, jeder hat seine Playstation zu mir gebracht, wir haben hier 3 Monitore aufgestellt, dass wir gleichzeitig können. Ja, und wir haben die ganze FIFA Nacht durchgezockt. Ja, wir haben die ganze Nacht wirklich Prime gewesen, das war richtig lustig an mich gesehen. Jeder Weekend League, jeder Abfuck, jede 5 Minuten, Alter, der macht den Trick nicht. Und die Joris und ich sind nämlich voll bei mir am 6 Uhr morgen wieder auf den Bus heim. Stimmt, wir sind am 4 Uhr morgens von Nacht wandern. Stimmt. Wir sind noch rausgegangen. Oh mein Gott. Und dann, das stimmt, dann ist der eine aufs WC, hat der andere schnell Manuel Neuer auf den Transfermarkt gestellt für 3 Tage, für 100'000. Ja, danke, ich habe kein Goalie mehr für den Rest von der Weekend League. Danke. Die Fischcreme. Oh mein Gott. Das Handtuch. Das Handtuch. Das sind alles so Insider. Das müssen wir wieder mal machen. Ey, bitte. Das können wir hier easy wieder machen, weil ich kann, schau mal, wie viele Monitore ich stehen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitore. Jetzt kaufe ich wieder einen für den Schnittplatz. Also an Monitor ist das nicht. Da habe ich 2 Fernsehen rumliegen. Wäre dir interessiert, Schweizerdeutsch Weekend League Livestream? Boah, das wäre Peak. Das wäre Peak, aber das muss ich erst mal FIFA kaufen. Ja, das stimmt. Und mich qualifizieren. Stimmt. Und auf das habe ich ehrlich gesagt... Joris hat im Fall jetzt ein PS5. So? Ja. Ja, stimmt, das hat er geschrieben. Ja, weil GTA will spielen. Ja. Es ist, wie viele Tage FIFA ist gegangen? 5 Tage FIFA, Controller Nummer 1 hat sich schon verabschiedet bei Joris. Ich weiss noch, es hat mal so einen Sieg gegeben, wo er gesagt hat, so, das FIFA möchte ich keinen Controller schliessen. Noch nie hat er es geschafft. Was ist dann passiert? Laptop kaputt, iPhone kaputt, neues iPhone kaputt, Stuhl kaputt. Warum das iPhone? Keine Ahnung, weil er das iPhone halt auf den Boden gerührt hat, anstatt der Controller. Aber er hat trotzdem in diesem Jahr 2 Controller geschlossen. Das ist so, ich glaube, Peak 9, 7 Controller im Jahr. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Weißt du, was jetzt seine Abwehrtaktik ist, dass er keinen Controller mehr rührt? Was? Er quittet. Beim 0-0. Es wäre schon lustig, wenn Weißt du, ich habe Prime Nüdi. Was? Also Joris, wenn du das hörst, sorry, dass wir über Das dich, ist ihm doch scheißegal. über dich joken. Mute in der Party. Oh, ich stumm dich. Ich stumm dich. Das ist Prime Nüdi. Wenn du wieder irgendwie abgefuckt hast. Irgendwie. Du bist einfach gemutet worden, du hast einfach nicht mit ihm reden. So, ich stumm dich jetzt. Und plötzlich, Joris, keine Ahnung, was mir zurück, hat er einfach gestummt. So wirklich für eine Stunde lang, und irgendwann hörst du ihn wieder. So, da bin ich wieder. Oder zum Teil auf WhatsApp, Stimmt. Insta. Aber dort hat er uns entfernt und blockiert. Ja, stimmt. Auf das. Insta, auf Snap. Einfach Snap-Flämmchen damals, die hure wichtig sind. Einfach futsch. Oh Mann, ey. Also das ist schon Prime Ja, das gewesen. war Prime gewesen. Nein, ich bin dafür, dass wir das machen. Mhm.
wir stellen hier wieder Playstations auf und dann geht es in die Weekend League. Ja, Das machen wir. Wir machen eins Weekend League Wochenende das Jahr. ist gut. Das FIFA-Jahr. Das wird Peak. Ja. Ja, Gut, ja gut, das sind meine beiden eigentlich. das sind deine beiden gewesen. Dann habe ich den letzten noch. Ja. Also, es geht um Teneriffa. Oh. Was wäre, hätten wir uns keinen Mietwagen geholt und, Oh mein Gott! und Joris fahruntauglich gewesen wäre wegen Verletzung oder anderen Substanzen? Kannst du kurz die Situation erklären, was in Teneriffa genau war? Teneriffa. Also. Niklas, Joris, Cyril, ich. Ferien 2023 Herbst. Wir Ja. sind auf Teneriffa. Haben, Boah, schon 2 Jahre her. haben freundlicherweise bei den Grosseltern von Cyril, die haben dort ein Haus, nein, sie haben ein Haus und nebendran ist ein Haus leer gestanden und wir haben dort drinnen dürfen. Der Nachbar war sein Ferienhaus, aber der Ja hat genau, wir haben dort dürfen übernachten. Ja. wie lange sind wir? Eine Woche, gell? Ich glaube 5 Tage, 5 Nächte, 4 Nächte. 5 Irgendwie Nächte, so, ja. etwas, Auf jeden Fall, Nicht ganz eine Woche. Sie haben uns, also die Grosseltern von Cyril haben uns freundlicherweise dann auch ihr Auto zur Verfügung gestellt. Wenn man den ganzen sagt, das war ein Ford KA gewesen. Ich kenne mich nicht mit Autos aus, aber das war so ein kleines Auto gewesen, wenig PS, wenig Platz und halt Gangschalter. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir das 4. in dem Ford K mit keine Ahnung wie viel Gewicht. So ein Hang drauf. Nicht gegangen, mit allen drinnen. Das ist nur gegangen, wenn der Joris Anlauf geholt hat. Ja. Und das Problem ist halt, wir haben einmal müssen. Das Problem ist eigentlich nur die komische Burg, oder was das auch immer war. Ja. Wir haben so bei der Ausfahrt von dem Haus. Also vielleicht noch mal geschaut, das Haus ist irgendwo im Berg oben gewesen. Ja, aber, also wirklich komplett am Arsch. nicht So, irgendwie in der Stadt oder ein bisschen außerhalb, das ist wirklich, du hast auf der Autobahn müssen, eine Seitenstraße und eine Unseitenstraße, also du musst einen Pass fahren gefühlt. der Grand Canyon. Der Grand Canyon. Und nachher bist du da gewesen, also wirklich. Es ist wirklich auf und gegangen. Ja, Und der letzte Hang ist wirklich so steil gewesen, ungelogen. Ja. Ungelogen. Und das Problem ist halt gewesen, wir haben aus unserem Haus müssen rausfahren, dann direkt rechts runter, so steil runter, das war kein Problem gewesen. Links direkt 90 Grad Kurve, so, dann ist es wieder runtergegangen und dann wieder 90 Grad, plötzlich so rauf wieder. Ja. 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 Und das ist das Problem gewesen. Dort sind wir immer hängen geblieben. Wir sind nicht raufgekommen. Wir sind nur raufgekommen, wenn wir alle draussen sind. Ja. Und der Joris ein bisschen Anlauf genommen hat. So. Dann war noch das andere Thema gewesen. Das war wegen Joris fahruntauglich. Was war das Ja. Problem gewesen? Der Joris ist der Einzige, der kann Schalter fahren. Ja. Ja. Denn ich kann zwar Auto fahren, aber Gangschaltung ist bei uns kritisch. Ich könnte es, wenn ich will, könnte ich es. Aber ich kann es halt schon Ich muss es for lange real lernen. Ja, hat man gesehen. Ja, aber das ist seit 2 Jahren her wieder, Mann. Ich habe das Gefühl, das Ich ist so weiss. das Peak gewesen. Nein, ich kann wenigstens, also ich kann anfahren, ich wüsste auch was machen, aber wahrscheinlich, wenn du mich eine Woche lang in ein Auto reinsteckst mit Gangschaltung, ich würde damit klarkommen. Ja, also schlussendlich, ich weiss ja, wie es theoretisch funktioniert so. Aber Ja, aber es hast ist du einfach Fahrstunden geschaltet gehabt? Ja, ein Eis, wie viel habe ich gehabt? Vielleicht 5 oder 6 oder so. Okay. Ja, was wäre denn, was hätten wir gemacht? Ja gut, wenn der Joris wirklich fahruntauglich gewesen wäre, hätten wir uns zu 100% das Mietauto geholt. Okay, jetzt hätten wir kein Geld gehabt für das Mietauto. Ja, dann wäre es ein bisschen scheiße gewesen. Cyrils, Uber oder so. Cyrils Grosseltern fragen, Uber in den Bergen da oben. Ja, keine Ahnung, ich weiss nicht, vielleicht wäre es ja gegangen. Velo. Velo. Zuerst mal 3 Stunden fahren, bis du irgendwo in der Zivilisation bist. Das ist so... Du hast Hasen gehabt. Döner. Döner. Döner sind das gewesen. Boah. Also, ich hätte vielleicht sogar ein Hotel... Ja, das hätte natürlich Gut. auch können sein, ja. Weil sonst wäre mal wirklich... Also ich habe for real am Fernab. ersten Tag sogar Hotels gesucht auf meinem Handy. Wirklich? Ich habe wirklich, wo wir dort angekommen sind, es war mega schön gewesen, aber ich habe halt schon von Anfang an so gedacht, mit dem Auto hier oben, wo nur der Joris kann fahren, wir sind bumst.
Ja, Wir sind bumst mit dem, wegen dem und so. voll. Dann habe ich halt wirklich schon im Kopf gehabt, ey, alternativ, anderes Hotel, auch wenn es mega fies gegenüber der Cyril seinen Großeltern ist und so. Was hättest du das irgendwie gleich nicht können machen? Also weißt Das hättest du gar nicht können machen, nein. ja, aber sie haben uns das zur Verfügung gestellt und haben sich gefreut, dass wir kommen und nachher sagen, Logisch. ja, wir verpissen uns jetzt wieder. Logisch. Das kannst du nicht machen. Ja, auch nur schon das mit dem Mietauto haben sie ein bisschen komisch gefunden. Das haben sie, glaube ich, auch gar nicht so verstanden. Ich weiss gar nicht, keine Ahnung mehr im Fall. Ja, ich weiss nur, dass sie so voll überrascht sind, dass wir unser Mietauto geholt haben. Aber weißt du, sie haben uns ja abgeholt mit einem anderen Auto Ja. und haben uns dann halt so einen KA gegeben, wo wir nicht fahren können. Also einfach wenig, aber nein, also weißt du, es war ja voll lieb gewesen und Ja, so, mega. Also wirklich mega. Aber Also es wäre wirklich eine blöde Situation, es wäre am Joris etwas passiert, so, oder aber er hätte nicht mehr können fahren. Ja, darum gut ist, haben wir uns nachher den Peugeot 208 geholt. Der Peugeot. Ja. Ich sag Haben wir nur, gut gemacht. Ich sag nur mein Mercedes. Okay. Ja, der war gut gewesen. Der Ja. Rico, bin ich gut gefahren, gell? Wo ich dort schneller am Auto war als du. Das ist auch eine Geschichte. Willst du Faust? Also, ich erzähle die Geschichte, ist gut. Welche? Mit Die dem willst du Faust und zum Auto. Ist gut, mach das. Also, es hat dort auch so ein bisschen ein Ausgangsviertel gegeben, dort in der Stadt. Dort sind wir halt damals am Abend gewesen. Ich war an dem Abend gefahren gewesen. Wir haben uns immer so ein bisschen abgewechselt. Also der Joris, der Niklas und ich. Und an dem Abend bin ich gefahren gewesen. Und der Niklas hat ein, zwei Lifestyle-Getränke Intus gehabt. Ein Lifestyle-Getränk. Und wer den Niklas kennt, man kann ihn sehr, sehr leicht rage baiten. Vor allem, wenn es darum geht, um seinen Lieblingsfußballfan, der FC Bayern München und Begegnungen mit Real Madrid. Der ist sehr empfindlich, der Mann an mir. Er ist wirklich ganz dünne Haut hat er da. Und dann... Das ist unfair. und ich habe natürlich nichts besser gewusst, als den Niklas ein bisschen abzufucken mit dem. Und dann sind die Aussagen gekommen wie, willst du Faust? Ja. Aber der Mann hat nicht mehr... hat sich nicht mehr richtig gespürt. Und dann habe ich das Gefühl, es wäre eine gute Idee, wenn er fahren würde. Und dann... ich war gerade am Pissen gewesen. Und dann höre ich uns den Joris sagen, der Niklas will fahren. Dann drehe ich mich um und dann bist du nur zum Auto am Säckeln gewesen. Aber ich wäre niemals losgefahren. Nein, das ist schon nicht. Hättest du mir den Schlüssel gegeben, ich wäre niemals losgefahren. 100%. Ich wäre Nein, nur, das glaube ich dir ja ich wäre nur ins Auto geguckt. Ich wäre nicht mal Fahrerseite reingeguckt. Ich wäre einfach Beifahrer reingeguckt. Du bist, glaube ich, sogar Beifahrer gewesen. Ja, weil du hast das Navi gebraucht. Stimmt. ja. Ja. Niklas, sein Navi funktioniert auch besoffen immer gut. ja. Ja. Also besoffen, angetrunken. Ja, gut, du hast schon ein bisschen Intus gehabt. Ja, aber wir sind heimgekommen. Wir sind heimgekommen. Ja. Mhm. Ja, Du, das das ist die Rank Story. Ja, ist lustig, dass wir den Film wieder mal schauen. Ja, wirklich, wir haben den ganzen Riffel-Trip gefloggt. Ja, Das ist krass. Stunde 30 Material. Ja, wirklich. Das ist schlimm. Das Das ist ist wirklich Peak. schlimm. Waldo. Waldo! Ja. Ja, das sind die 3 Fragen gewesen. Bring nicht mehr auf. 40 Minuten. Ja, dann hätte ich gesagt, ist das lange, oder? Kürzere Folge, aber... 15 Minuten, Bayern, Köln. Also, halt. Halt. In diesem Sinne, falls ihr vielleicht noch lustige Erlebnisse gehabt habt, ich weiss, es wird kein Kommentar kommen. Wir haben Janik seinen Kommentar nicht vorgelesen. Also lesen wir jetzt so schnell vor. Ja, also wir haben ja die Story gemacht auf Insta, wenn das jemand repostet. Kann er uns eine Nachricht schicken und der Janik, mein Bruder, hat den Vogel abgeschossen. Mann. Vor allem nur er hat repostet. Super Community immer. Egal. Janik, das lassen wir jetzt vor für dich. Ja, Was haben wir ich hier? überlade dir, Niklas. Aber ich habe gerade ein Foto bekommen. Oh, also. Der Janik schreibt folgendes. Dass man die neue Schweizerdeutsch Staffel erfolgreich starten kann, muss ein Joke über die Nase vom Rico kommen. Dreh dich mal um 90 Grad nach rechts. Wie ich noch? Ja. Ey, ich check's wirklich nicht, Mann. Das ist eine ganz normale Nase, Bro.
Ist okay. Ich kann das gar nicht ohne Lachen vorlesen. Ja, lies einfach vor, Mann. Am Rico seine Nase ist so lang, er könnte ohne Lanze ein Ritterspiel mitmachen. Also ohne Lanze an Ritter. Bro, what the fuck? Und der andere ist, am Rico seine Nase ist so groß. Wenn der Rico einatmet, dann muss man nicht mehr Staub saugen. Oh mein Gott. Dann hast du hahaha geschrieben. Ja. Und er fragt dann nur so, passt? Fragezeichen. Janik, schau raus. Schau da gerade raus. Ja, merci. Oh Mann. Oh mein Gott. In diesem Sinne. Also in diesem Sinne, peace out und Peace. ciao, ciao. Frohe Weihnachten. Happy Halloween übrigens. Happy Halloween, ja, ist stimmt. gsi dann. Ja, also, Also. man sieht sich, ciao, ciao. Ciao, ciao. Heute kein Halloween-Special. Nein. Tschüss.